Robin, Kali, Joel, könnt ihr glauben, dass wir schon für die 100. Kehr über mehr wie Sex schwätzen? bald nicht, ich fand das ultra mindblowing. Und für das zu feiern, sind wir auch heute zu dritt. Hi, am Studio wollte ich ja gerade so an der Aufnahme. dat Hoi aus Maybe Sax. Wir schwätzen als Mittwoch über den anderen Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Mehr wie Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Dann, willkommen zur 100. Episode von Mehr wie Sex. Wir schwätzen heute über Sex schwätzen. Also das ist ein bisschen eine Meta-Episode, wo wir unter anderem auch drüber schwätzen, wie es am Anfang ist. Für die wievielste Kehr auch immer schon gar nicht bei mir nur gezählt. Das hätte ich am Anfang könnte machen, wie viele Episoden ich schon mit abgeholt habe. Wir wollen mal drüber schwätzen, wie es ist, vielleicht auch am Podcast über Sex zu schwätzen. Es ging mich mega interessieren, weil wir noch gar nicht darüber geschwätzt gehabt, wie das so bei ihr ist. Robin, willst du vielleicht aufhängen? Kannst du den Kehr schon zählen? Weißt du, wie oft du schon an einer Episode dabei warst? Ich meine so 6, 5, 6, 7. Vielleicht habst du da tischt. Noch nicht so viel wie du, auf alle Fall, Kali. Ich fand es am Podcast, to be honest, mehr leicht über Sex zu schwatzen, wie in der realen Welt vielleicht. Weil das aber eine gewisse Anonymität. Ich verstoppe mich an meinem Mikro. Und ich schule jemand Leute ab, die selber immens comfortable sind, damit über Sex zu schwatzen. Und ich fand, dass da den größten Unterschied macht, wie gegenüber ob die Konversation über Sex reagiert. Und dafür ist das hier im Studio, beziehungsweise mit ihr, immer ganz angenehm. An der realen Welt hängt das ganz davon auf. Also mit meiner Boom schätzen ich auch nicht über Sex, wie mit meinem besten Kollegen. Also ich habe auch nicht nur gezählt, wie oft ich schon bei einer Episode von Maybe Sex dabei war. Ich gebe Schätze so zwischen 30 und 40, aber vielleicht ist das auch übertrieben. Ich kann nicht wirklich nur einen nur zählen und dann kann man das an Shownotes schreiben, den Count von Jitverhängen. Aber Kelly, du gewinnst natürlich, weil du bei der ersten Season dabei warst, wo der ja auch viel mehr oft abgeholt hat, wie man das machen, weil demnächst der Podcast noch alle Woche rauskommen ist. Also für die Frohe auch schon mal ein bisschen für Wäsch zu hören, wie ist das für mich, für über Sex zu schwätzen am Podcast. Mir redet du ähnlich wie dem Robin, ich fand es mehr einfach am Podcast, weil du einfach so einen speziellen Kader ist, an den noch genau weiß, okay, das ist einfach ein bisschen so ein Safe Space. Und ich meine, für eine ähnliche Formologie von einer Live-Sendung Radio schwätzen. Ich meine, da wäre schon eine mehr aufgeregt, weil es aber ein Vierteil ist, dass man das Leute dann alles können schneiden und noch können sagen, okay, das geht mir nur zu weit oder ich habe aber keine Lust über den do speziellen Aspekt zu schwätzen, komm, wir lassen das weg und da schneiden wir den lieber raus. Das geht live nicht und das geht ja auch an so Konversationen, du also dann öfters mal, dass der so rutscht und dann irgendwie muss so, okay, ich habe okay Bock mehr und dann kann ich das nicht mehr rausschneiden, sozusagen. War das auch ein besonderen Challenge hier am Podcast fanden? Also am Anfang, also wenn ich mit meinem besten Kollegen über Sex schwätze, dann kriegt ihr oft Detailer, hier wisst dann, um wen es geht, hier kennt die Leute, mit denen ich Sex so meistens. Oder schon ihm zumindest schon von hinten erzählt. Und hier, ich muss mir immer an alle Sendungen gehen, manchmal ja meine Gedanken, zu dem, was ich aber ein bisschen so will. Und da muss ich mir auch Gedanken drüber machen, wie viel will ich aber fremde Leute über mein eigenes Sexleben am Internet, an der Öffentlichkeit erzählen und inwiefern muss ich die Leute, mit denen ich Sex habe, auch ein gewisser Maß beschützen, weil es will ja nicht verreden, dass das, was du mit einer Person am Bett oder so schmissst, dass das dann nur an einer Radioshow beschwert wird. Das heißt, das fand ich unabhängig, was für mich zumindest ziemlich einzigartig für den Sex-Podcast ist, weil wenn ich mit meinem besten Kollegen darüber schwätze, dann manchmal die Gedanken nicht so viel wie heute.
Ja, ich fand das auch eine von den Herausforderungen. Ich finde so ein bisschen die gute Position, dass ich sowieso nicht zu Lützeburg wohnen. Das heißt, die meisten Leute, die den Podcast verstehen, weil sie Lützeburgisch können, kennen sowieso die Leute, die ich daten, mit denen ich Sex habe, mit denen ich Beziehungen habe. Nicht, weil ich einfach an einem anderen Land wohne. Und ich muss sagen, das macht mir auch viel mehr leicht, darüber zu schwatzen, weil ich irgendwie aber weiter wasch bin. Also das schützt mich auch so ein bisschen, die räumliche Distanz an dem öffentlich über Sex schwatzen. Und ich fand ganz witzig, weil ich schon für ein paar Wochen meine Dating-Apps umgeschmissen. Und dann war ich zu Lützeburg auf Besuch, unter anderem auch für eine Episode abzuholen. Und dann haben wir halt auch Leute geschrieben, die zu Lützeburg sind. Also waren auch Leute dabei, die mich dann halt durch den Sex-Podcast kannten. Ich stand so war, okay, Kali ist nicht so ein heftiger Name. Und das war schon so eine andere Erfahrung, wie die ich mache, wenn ich halt zu Wien bin und dann zu Lützeburg den Podcast hören. Den aber mittlerweile auch relativ bekannt ist, wie das man auch vielleicht so ein bisschen kurz bevor der Podcast-Hype angefangen hat, schon angefangen hat, einen Podcast zu machen. Und ich muss auch sagen, also das, was dir beschrieben hat, den gewissen Schutz oder die gewisse Sicherheit, die ihn hat durch den Podcast-Kader oder auch vielleicht der pädagogische Kader, fehlen nicht schon auch. Und ich muss sagen, ich probiere ja immer an der Vierberedung eine Mischung zu machen zwischen so sexualpädagogischen Inhalten, die mir wichtig sind und Leute zu bringen, also so Massagen, die mir irgendwie wichtig sind, rüberzubringen, wissen, was ich will vermitteln, und aber auch so persönlichen Geschichten, weil ich fand, was auch also Podcast ausmischt, dass man so die Mischung haben, dass es irgendwie so relatable ist und so wie wir Kollegen mit nicht schwätzen, aber gleichzeitig irgendwie pädagogisch. Und da ging mich vielleicht interessieren, also wie macht ihr das an der Vierberedung, weil ich muss so mir helfen doch, dass ich weiß, um welches Thema es geht und dass ich mal für Drucker Gedanken mache. Das will sie auch am persönlichen Leben nicht so unbedingt. Das stimmt, ja. Also ich gucke oft zu dem, was das geht, dass ich mal vielleicht noch ein paar Begriffe nur sichern, also oder einfach ein paar Sachen, wo ich mal denke, okay, die kann vielleicht nicht all Mensch so Definitionen, dass ich die vielleicht nur sichern, für ein bisschen besser erklären zu können, dem was das geht. Mir einfach mal einfach ein Gedanken machen und dass ich dann nicht den Dingen von, weil nur ein Gespräch über Sex und ich oft noch der Gedanke von, merde, ich hätte das noch könnte so und das wäre cool gewesen. Und da tue ich halt beim Podcast viel mehr noch, weil ich mir ja schon am Voraus ein bisschen Gedanken über die Sache machen kann. Aber wenn ich dann 2-3 Mal drüber nachdenke und mir dann ein paar Notizen holen, dann fallen mir irgendwann nicht wirklich neue Sachen an. Und dann habe ich oft Gefühl, dass ich aber de Gros gesucht hat von dem, was mir wichtig wäre. Das ist mir oft wichtig, zum Beispiel wie beim Thema Non-Binary, für zu betonen, dass ich nicht für die ganze Community schwatzen, auch für sensibel und die Sache rundzugehen. Und ich kann natürlich mit einer gewissen Präparation mehr sensibel und Sachen rumgehen, wie wenn ich von der Lunge auf die Zunge schwatze. Also bei mir ist es auch so, dass ich mal Notizen mache. Die Zeit, wo man nach viel Studio gefahren sind und wo abgeholt und wird für mich immer so die Zeit am öffentlichen Transport, die ich mal geholt habe, für Notizen zu holen, da das dann oft so bis eine halbe Stunde gewesen. Also ich fand am Anfang, dass das meistens auch durchgeht. Also erst natürlich noch wirklich viel recherchieren, was ich auch natürlich eins zu machen. Aber wenn es wirklich darum geht, wenn man so Menge Gedanken zu machen, da fand ich also eine halbe Stunde wirklich so eine gute Zeit, wo man sich nicht zu viel Gedanken mischt und nicht Sachen so wirklich zerdenkt, mir einfach muss ich so Stichwörter abschreiben. Am meisten sind bei mir auch dann so Stichwörter, okay, über die Sache will ich schwätzen. Und das lässt dann einerseits genug Freiraum für, dass sich Gedanken können entwickeln. Also ich weiß nicht, die Leute, die schon lange lauschen, die vielleicht auch schon gemerkt haben, das scheinst du während dem Schwätzen so Erkenntnisse und dann da ganz froh als einer Episode rausgehe, weil ich selber habe sie über mich gelehrt und über dem Schwätzen. Ich meine, dass das auch eins so geht, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Also einerseits die Freiheit zu und andererseits aber auch ein Gerüst zu und da den ich kann unhalten, wo ihn dann auch nicht komplett schwimmt und auch nicht alles komplett im Zufall überlässt, weil Heinz entwickeln sich Gespräche dann noch Richtungen, wo ich gar nicht gedurcht hat und dann, also ich bin immer ganz weit vom Thema fort und das wollte mir an dem Fall ja nicht, weil wir ja trotzdem wollen über die bestimmten Thema schwätzen, was wir so am Voraus festgelöst haben. Was mich schon dann interessieren ist, das ein bisschen ein witzig froh, ich hatte die Gedanken aber auch schon mal, Heinz, du vielleicht ein bisschen, vielleicht geht es ja auch so, dass er gerade Sex hat mit einer Person und dass etwas geschieht oder dass etwas extra und dann du sagst, das wäre am voll cool für das am Podcast zu erzählen. Gut, wie so Situation ist schon. Ich muss so bei mir nicht, weil wie gesagt, die oder gerufene Personen, mit denen ich Sex habe oder Sex hat, wohnen halt zu Lützeburg. Und ich
scheuen dafür bisschen für extrem explizit Sachen zu erzählen, weil ich will auch keinen führende Kopf stoßen, dass sie seht, oh merkt, das tue ich mit Robin gemacht und dann wird da dann den Podcast gezählt und dann wollte ich das gar nicht. Das hatte ich actually noch nicht, weil ich einfach du ein Grenz zählen für halt keinen uncomfortable zu machen, den der eventuell kennt lauscht drin auch verstehen. Ja. Das ist bald schon eng ethisch froh, oder? Weil, ob ihr vielleicht Leute muss frohen auch für drin, weil ihnen etwas zählt, ob ihr okay hast, dass ihnen erzählt. Wie gesagt, die Distanz, die zwischen Österreich und Lützburg leid, möchtet man mir einfach. Ich meine, ich habe selten so Momente, wo ich mir denke, ja, okay, das muss ich unbedingt zählen. Ich meine, geschieht schon, Heinz, du, mit das echte so an der Vierberedung oder dann am Schwatzen während dem Podcast, dass man dann so Sachen auffallen. Also ich zähle schon relativ häufig auch ja von meinem aktuellen Umstand, wo ich gerade irgendwie und Erfahrungen uknappen kann, die ich für kurzem gemäht oder auch mal für eine längere Zeit gemäht zu bestimmten Themen, wie zum Beispiel die Dating-App-Situation. Und das ist schon noch eine Frage, die mich immer beschäftigt, auch dadurch, dass ich Sexualpädagogin bin, den Unterschied zwischen mir als Privatperson und mir als Expertin sozusagen, sexualpädagogischer Person anspannen. Den Unterschied ist, wenn ich live mit Leuten schwätze, zum Beispiel, wenn ich sexualpädagogischen Unterricht mache, mir auch, wenn mich Personen auf dem Podcast schwätzen und dann über etwas schwätzen, da sind ich irgendwie in einer anderen Rolle. Und ich fand, dass die Rolle aber dadurch, dass ich erst kennen an mir also auch so ein bisschen freundschaftlich austauschen, dass die Grenzen halt so mehr verschwommen auch. Also das Podcast-Format, also jemand persönlich auch für Leute, die lauschen an ihre Kopfhörer und so. Aber es fand ich für mich immens wichtig, das ein Kanal zu lauschen und wirklich zu gucken, wie fühlt es sich an, aber wenn es sich nicht gut fühlt, ja, das dann rauszuschneiden oder rauszulassen. Ja, wie geht es erst mit dem persönlichen Inhalter versus so sexualpädagogisch Informationen? Es ist schon davon interessant, dass du siehst, dass heute am Podcast, dass die Grenze für dich hast du bis sie so verschwommen, weil ich schon mal wildfremde Leute über Sex geschwärzt, aber weitaus mehr open wie heute am Podcast, einfach weil ich mir aber immer heute ganz bewusst sehen, dass das an der Öffentlichkeit könnt und an der Öffentlichkeit bleibt und ich fand schon do den Leute, die man no sehen, eine relativ große Verantwortung gegenüber. Also zum Beispiel, ich hatte ja mit Joel die Episode zur Jalousie abgeholt und du hatte ich auch vier drin mit meiner Partnerin ganz klar aufgeschwart, wo man also zu welchem Extent ich kennt über eure Beziehung schwatzen, für das den Grenzen nicht über Schrott gehen. Für mich ist das ein großen Deal. Also ich mache mir da ganz viel Gedanken drum, weil ich auch nicht will, dass irgendjemand über Beziehung schwatzt an einem öffentlichen Podcast, ohne das vier drin aber ein bisschen mit mir aufzuklären. Ich meine das mega gern, mit das aber zu einem gewissen Grad ein Job, den ich ganz gern mache und ich gucke nicht auch als einen Job, also ich nicht auch immer am Hintergrund, dass es halt etwas ist, ich schwätze halt nicht mit meinem besten Freund, ich schwätze an einem Mikrofon und das wird dann nur publiziert und mir ist das auch wichtig, hier das immer im Hinterkopf zu halten. Also ich fand das doch wichtig für die Identität von den Leuten, über die ich schwätzen oder wo ich Erlebnisse hat, an den Schwätzen über die zu schützen. Auch teilweise, weil ich nicht mit all den Leuten, mit denen ich jetzt noch Kontakt tun und so mal gar nicht mehr froh kann. Ich zähle da von meinen Erfahrungen an, ich probiere die Namen nicht zu nennen und so zu erzählen, dass das nicht nur vollziehbar ist, wen das ist. Auch wenn ihr mich ein bisschen kennt, aber das ist natürlich immer schwierig. Die Gedanken ist natürlich trotzdem am Hinterkopf, ne? So wie viel kann ich zählen, wie viel soll ich zählen, aber das die ethische Verantwortung davon, was ich zählen. Und die andere ethisch froh, als ich auch ein bisschen, was zählen ich, was für ein Publikum. Und darüber meine ich mal nicht allzu viel Gedanken mehr, aber ein bisschen schon, ich weiß nicht, wie das erst geht, war das cool zu zählen und was sind Erlebnisse, die ihr vielleicht dann aber für sich hält. Nicht unbedingt, wie es die Leute, die beteiligt werden, mehr wie es den Inhalt von den Aktivitäten. Wir haben ja auch schon mal Feedback gekriegt, wo ich nicht gerechtfertigt fand, dass Leute gesagt haben, das wäre nicht gut für das zu zählen. Gerade an der BDSM-Episode wäre das ja einfach Kritik, dass Leute gesagt haben, dass du hätten nicht so zählen, wie es ihrer Zielgruppe, wo ich auch fand, dass das durchaus okay mit vielleicht einer Sache, wohin sich die Gedanken misst machen. Ich fand die Frage von der Pädagogik auch ganz interessant. Da Mensch, du ein kleines Tangent. Ich hatte vor kurzem mit einem Kollegen in Schlange gesehen und
schon die rumgesehen und schon mir gezählt ich Melo den Podcast an hin dat direkt so gesagt ja da müsst du irgendwie eng pädagogisch Aufgabe do an ich werde so am Anfang schwätzen mir just einfach so bisschen an ich weiß ne dem mehr aber dann eng pädagogisch Aufgabe ich gesehen mich weil ich selber den Titel ne tun mich nicht unbedingt an der Rolle mir irgendwo erfüllen nicht selber lang du dich we ich über die Sache schwätzen an das ja nicht so wie wenn man nicht giffen den Podcast mal einen bestimmten Intent mehr wie wenn man nicht eine bestimmte Aufgabe hätten die man selber gehen hätten die man wollen erfüllen oder und an dem Sinn denke ich schon dass ich irgendwo dann auch pädagogisch agieren auch wenn ich mal die Kap nicht selber gif optun also ich stelle mir immer froh weil grad von den so man nicht schwatzt am ja aber gewissen freundschaftlichen Umgang man nehmen kann den Hans du vergessen dass im Mikroführen eng steht und ich gefehl an ich mache immer die Gedanken oder grad von ich abschneiden dann freund ich mich immer Hundestadlo gezielt als einer pädagogischer Intention oder Hunde gezielt für ihre zu zielen an für mich eventuell so für's Last zu gehen oder für mich einfach just pauschal gesucht bis die auszukotzen und dann also da deshalb ist werde ich mich dann Hans du frohen wann ich so okay war dat lo für mich dass ich das gezählt tun oder könnte man ufangen können weil ich schon da so viel die froh vielleicht auch von darüber hat die 2 Jahre Zeit geschwart froh von der Selbstdarstellung weil ich fand die Spiel da war auch heu immer besimmert weil mir sind aber Personen die aus ihrem Leben erzählen an mir vermittelt oder vielleicht auch unbewusst will immer ein gewissen Bild von uns vermitteln und ich also das sind immer so frohen die ich mir stellen wann ich mal so nicht stelle wann ich abholen da stelle ich mal so spätzen sondern ich abschneiden und wenn ich mal dann vorstelle los eine Stelle dran oder nicht war das nur für mich oder war das für als Nullstellen Ja, also ich meine, weil ich für Droge so tun, dass beim Podcast für mich Grenzen so ein bisschen wie fließend sind, als weil es einen signifikanten Unterschied gibt zwischen meiner sexualpädagogischen Arbeit, die ich so mache, an dem Podcast, nämlich an meiner sexualpädagogischen Arbeit so. Also es ist mega klar, dass ich nie persönlich Anekdoten zähle. Das heißt, wenn dort Fragen zum Beispiel von, wen hat die erste Kehr? Also meine erste Antwort, mit wem schwätze ich drüber, mit wem ich seine erste Kehr hat? Mit Freunden, mit Freundinnen. Das heißt, ich schwätze nicht mit dir drüber, also dass sie etwas lehren über Privatsphäre und dann ist mein zweit froh und sie, was meint ihr dann, wenn die Leute die erste Kehr haben? Und da steht natürlich froh drin, sind nicht normal, wie ist es normal, die erste Kehr zu haben? Und da bin ich automatisch an meiner pädagogischen Rolle ultra krass aufgegrenzt von dem Persönlichen. Und der Podcast ist effektiv die einzige Mischform, die ich an dem Sinn habe, dass ich auch persönlich Anekdoten quasi als pädagogischen Tool für das Lunge so zu nennen, nutzen. Und ich habe gemerkt, okay, du hast es echt nicht so schwarz-weiß, mehr so ein Spektrum von wo ich mich positionieren an dem persönlich-pädagogischen Bereich. Weißt du, was ich meine? Ja, wo wir bei dem Punkt sind, dass wir als Johai aber gewissermaßen Hand an ein Mikro verstoppen und nicht meine du, wenn es mir einfach fällt, vielleicht darüber zu schwätzen, wie wir mal logifen live für 200 Leute abholen. Mega. Wo direkt eine Reaktion gesehen und so. Und das fand ich am Anfang auch so psychologisch auch relativ interessant, inwiefern das Format vom Podcast als darüber beeinflusst, wie wir über Sex und wie wir über das eigene Sexleben schwätzen. Ich bin eng froh, weil wir lo über 200 Leute Publikum geschwärzt haben. Und Kelly, willst du auch schon so den Podcast aus mir bekannt gehen? Und wenn wir ja ein bisschen so geschwärzt haben, okay, wir wollen nicht, dass als Privatleben zu viel an die Öffentlichkeit gestaltet wird. Wir wollen nicht, dass die Leute, mit denen wir Erfahrungen haben, mit denen die haben, dass die irgendwie exposiert gehen, wenn sie das nicht wollen oder überhaupt. Dazu müssen irgendwie dazu Konsent gehen. Aber ich mich nur gefroht tun, also ein bisschen so, wenn wir lo viel mehr groß wären, also zuletzt ist das wahrscheinlich gar nicht möglich, für so groß zu gehen, weil da einfach nicht so viele Leute gibt, die Spruch schwätzen. Aber wenn den sich nur vorstellt, dass den irgendwie ein riesig großer Podcast wir mit Millionen von Nullausstraherinnen
da gibt es ja wahrscheinlich das Phänomen gehen, dass Leute irgendwann giffen aufhängen, so Lüchten zu feiern, mit wem, von wem schwätzt die lo, an irgendwie spekulieren, an was wir sich Fanfic schreiben über Eis. Also das sind ja Phänomene, das geschieht ja, wenn Leute berühmt gehen, weil Leute dann auch so die parasoziale Beziehung aufbauen zu den Hosts. Also das gilt ja auch bei großen YouTube-Stars oder also wahrscheinlich auch bei großen Podcast-Stars, dass Leute einfach aufhängen, die uns gesehen, wie wenn sie mit denen befreundet wären, auch wenn sie die gut nicht kennen, weil diese größten Einfluss an ihrem Leben haben. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die uns so viel lauschen, dass sie schon das Gefühl haben, wir wären hier Kolleginnen. Wenn ihr so Sachen denkt, wie ist das etwas, das dich Angst macht, ist das etwas, wo der denkt, das geschieht hoffentlich überhaupt nicht, oder wohin damit irgendwie umgehen, davon, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich damit da umgehen. Also ich muss sagen, es schon 2 Initialreaktionen. Ich hatte quasi gleichzeitig die Reaktion von oh mein Gott, das ist mega creepy, bis hin zu, das wäre von richtig amüsant. Und ich hatte auch dann direkt die 2 anderen Gedanken gegangen. Einerseits, wenn wir so ein riesen Podcast wären, zum Beispiel so mal in Deutschland, wo von den 80 Millionen Leuten gibt es 6 Millionen nur lauschen, was absolut utopisch ist, mir an einem Gedankenexperiment ist das aber möglich, hatte ich auch direkt die Gedanken, okay, gebe ich dann mehr open über mein Leben schwatzen oder Männer open? Weil den Dingen halt zu Lützeburg ist ja von allem. Lützeburg ist ein Dorf und hier kann jitverrent. Und das ist von den Gründen, für was ich aber immens drauf aufpassen, weil ich hier von mir und von meinem Partner in den Preis gehen. Und ich meine, wenn ich nur in einem riesigen Land gefunden und der Podcast ja so riesig groß und mega berühmt, gebe ich dann mehr open drüber schwatzen oder gebe ich Männer open drüber schwatzen? Und das ist dann auch ein Froh, die mir an den Kopf kommen. Also, ja, schwer zu sagen. Also ich meine, ich ging Männer open drüber schwatzen, weil ich merke schon, wie ich mich besser verändert habe seit der ersten Staffel bis lo, weil bei der ersten Staffel, keine Ahnung, haben uns am Anfang vielleicht 20 Leute gelauscht hat. Das heißt, das ist schon ein Unterschied von ein paar 20 Leute zu ein paar 100 Leute. Und ich denke, ja, dass ich einfach meine Privatsphäre dann Welt mehr schützen, wenn Millionen von Leuten mich gehen können. Aber gleichzeitig, also ich fange auch immer davon auf, wie eine Form von Fame dann ist. Und ich habe zum Beispiel von Expertinnen, die zu sexualpädagogischen Themen in unterschiedlichen Ländern forschen, lehren und schaffen, eine Aufruf gekriegt durch eine Arbeitskollegin von mir. Wir sind an dem selbst sexualpädagogischen Team, weil sie so waren, ja, da können ein paar Leute ihre Podcast und wir wollen eure Podcast machen. Und die waren dann so, wenn wir packen, so gute Podcasts zu machen, wie Sex, dann können wir stolz dabei sein. Und das ist schon so etwas, was mir entdeckt gut gefällt. Also, dass wir mehr bekannt gehen, auch tatsächlich an so einem Expertisenkreis sozusagen, wo ich dann Gefühl kriege, okay, die Arbeit, die wir machen, ist auch einfach gut Arbeit irgendwie. Und das ist natürlich etwas, was ich als immens positiv wahrholen. Und Joel, ich fand witzig, weil du gesagt hast, ja, die Leute haben dann gefehlt, dass sie mit einem befreundet sind, meinst du? Also ich meine, schon noch die Situation, dass viele von mir Freunde tatsächlich meinen Podcast lauschen. Und das ist auch eine mega schöne Erfahrung, weil so auch, ja, Gespräche zwischen mir und meinen Freunden entstehen über Themen, über die ich am Podcast geschwärzt habe. Oder ich auch da irgendwie ganz Leben, wertschätzenden, interessanten Feedback kriegen. Das heißt, das ist am Anfang eine positive Erfahrung. Und ich ging interessant von Robin, weil du den Podcast ja gelauscht hast, bevor du quasi bei unserem Team kommst, ob du das Gefühl hast, dass du uns schon ein bisschen besser kannt hast durch den Podcast. Also, ja, schon keiner, weil, also vor allem über Sackschwatzen, also oft nicht etwas, was jemand fremde Leute möchte, mir echt etwas, was jemand so Freundinnen möchte, also ich habe dann ja auch unter anderem durch den Podcast kennengelernt und auch durch gemeinsam Freunde. Wir haben mein erster Kontakt mit ihm an war über den Podcast, ich mich richtig mit ihm befreundet habe. Ich fand das eine spezielle Konnexion, wenn du so viel über diese Leute hier Sexleben zu wissen meinst. Weil ich dann kennengelernt habe ich schon von seinen Sexaccidenten hören und denn also die BDSM-Folge also und du warst dann zwar nicht dabei, aber das schon ein speziell, also ich hatte nicht das Gefühl, ich habe mit dir befreundet. Ich hatte auch das Gefühl, ich weiß mehr über ihr wie über die random Person, die vis-à-vis von meinem Zug sitzt. Also die war schon kein total Fremder.
das ein komisch Relation von ich wenn der Sex-Podcast hörst mit den NullausstachInnen. Ich wollte und das ausschließen, was Ellie gesagt hat, wo es über Sexschwätzen am Freundeskreis gegangen ist, und aber auch, dass den Podcast hat beeinflusst. Für mich ist das am Anfang ein bisschen auch ein Ziel vom Podcast, weil ich fand, dass an unserer Gesellschaft gibt ja immens viel über Sex geschwärzt und das eine immens sexualisierte Gesellschaft, wo langsam voll überall viel könnt. Aber ich fand die Qualität von den Gesprächen ist nicht immer immens gut. Also ich denke da ganz viel an so Gespräche, die in so an Umkleidekabinen hört, gerade an jungen Umkleidekabinen an der Schule, gibt da ganz viel über Sex geschwärzt, mir ganz schlecht. Also das einfach nie ganz ehrlich und das viel so sich profilieren mit dem, was den irgendwie zählt, dann irgendwie vielleicht schon leider auch öfters Fantasie gezählt, wie das wirklich geschieht ist. Für mich das Ziel von dem Podcast für einfach einen ehrlichen Dialog darüber zu führen, so wie Sex sich wirklich auffällt für die Leute, die daran beteiligt sind, geht man nicht darum für irgendwie zu zählen, was für wunderbar Sexleben ist schon, mit geht man darum für Erfahrungen auszutauschen mit den Leuten, die am Podcast sind. Ich schwätze ja nicht just über Sex, mehr auch über mehr wie Sex, über Gefühle, über Skipperbilder. Das sind die Episoden, die ich manchmal sogar mehr schwer fanden, wo mehr persönlich sind, wo es wirklich just um mich geht, wo ich auch manchmal viel muss aufpassen, was will ich überhaupt wirklich alles zählen, und wie ehrlich kann ich sein, wo ich aber hoffe, dass sie den Leuten etwas bringen, dass sie einfach ein anderes Licht darüber werfen, wie ich so Gespräche führen kann, und wie ich kann gut mit dem Thema umgehen. Weil das ist ja nicht just, der den über Sex schwätzt, dass dann Sachen automatisch besser gehen kann. Ich ganz viel über Sex schwätzen und ohne irgendetwas zu verändern. Ohne dass sich irgendwie Stereotype verändern oder dass sich eine Reflexion gibt kommen. Und ich hoffe, dass du als bestimmt war, bis nichts dazu beiträgt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das möchtest. Ja, ich meine noch, also ich fand es einen mega krassen Unterschied, dass mir Sexualbildung auch als so Emotionalbildung gesehen und einfach viel über Gefühle schwätzen, dass mir einen diskriminierungskritischen Zugang haben, wo wir probieren, unterschiedliche Perspektiven mal zu denken und dass wir natürlich auch eine feministische und eine queer Perspektive auf Sexualität haben. Was eine von den größten Qualitäten fand ich vom Podcast auch irgendwie ist. Ein Thema, was mich noch interessieren, also ein bisschen, schon viel drin, nämlich so von Expertise geschwärzt und so, ich weiß ja von so pädagogischen Inhalten und so, aber was das vielleicht auch so am Privatleben mich, und ich merke, dass das mich schon auch auf ein bisschen an eine komische Situation bringt, weil Leute dann denken, nicht mehr, weil ich quasi an so einem professionellen Setting gut über Sexualität kann schwätzen, viel Tools auch irgendwie an meinem Werkzeugkoffer haben, was so Beziehungen, Gefühle an Sexualität angeht, dass ich das alles ultra gut kann an meinem Privatleben handeln. Und ich muss so, und da tut mir schon Heinz so ein bisschen stolperig los. Ich bin auch nicht mehr ein Mensch, und weil ich als Professionalperson sind, beeinflusst natürlich meine Privatperson. Aber es sind genauso unsicher und weiß genauso nicht, wie an einem echten Kontakt mit Leuten Heinz zu umgehen, wie ganz viele andere Leute. Das ist am Anfang wirklich wichtig, für das doch zu sagen. Und immer rum zu sagen. Wir sind auch just Menschen, wir noch eins so schlechte Sex, und wir sind ja auch eins so unsicher. Aber vielleicht sogar mehr oft wie andere Leute, die nicht so viel über das Thema nur denken. Ich weiß nicht. Nee, das ist ja auch schön. Also natürlich, also nicht schön an dem Moment, wo ihn sich unsicher ausmacht. Das ist aber schön zu wissen, dass doch Leute, die professionell darüber schwätzen, die am Anfang alles wissen, sich aber eins so unsicher sind. Also ich meine, das mischt als all wissen wie menschlich, wenn mit all so nicht die Leute, die Podcast mehr schied für ihn, den nicht leistet, schied für ihn, den das einfach sich verinnerlichen kann und das weiß, das nicht immer einfach. Es gibt einfach so Momente, die schwierig sind, wo ihn sich unsicher ist, deal with it, das einfach leben. Weil das auch schon hart war dann, dass dann nicht unbedingt Freunde, aber so Leute, die mich kennen und so einfach Bekannter oder Freundinnen von Freundinnen, die da wissen, dass ich das machen, die dann noch denken, dass ich automatisch immer Bock habe, über Sex zu schwätzen. Und dass dazu mein Hauptthema wird. Und ich finde, ich einfach gut kein Bock über Sex zu schwätzen. Und ich will eigentlich schon dem Thema hören. Und ich bin einfach so ein kleines asexual Being, hast du Menschen dich, aber will einfach nicht davon hören, wissen und drüber nachdenken. Es gehen dann einfach Leute, die auch nicht respektieren, dass ich eigentlich nicht will lieber Sex schwätzen und die mich dann so ein bisschen betrüchten als ja die Person, wo ich sich dann kann über Sex auslösen.
oder die dann unbedingt mit mir darüber schwatzen wollen. Obwohl ich nicht ganz genau verstehe, für was. Und ich kann die Leute dann nicht gut oder kaum. Und dann sind sie einfach, nee, ich will nicht mit dir schwatzen. Und dann geht das nicht so richtig akzeptiert. Also, weil ich den Podcast hier mache. Und das fand ich auch ziemlich schön. Und dann denke ich mir, okay, du kannst den Podcast noch nicht so viel gelauscht tun, weil das gibst du wissen, was du nie wir. Oder auch so ein bisschen, dass es wichtig ist, im Konsens Ja. zu frohen, wenn er sich Rotschläbel zu Beziehungen an Sexualität holen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich, also mit Bekannten habe ich das ein bisschen Männer, aber für alle mit Leuten, die mich so in meiner Rolle als Sexualpädagogin kennen, dass ich mich da auch oft einfach so aufgrenzen muss, wenn er sich für allem so auf der Straße trifft oder vielleicht mal persönlich trifft und dass ich gerade nicht an der Rolle da sind, mehr an der Rolle als Privatperson da sind. Und ich meine, an beiden, also beide Kontexte ist es wichtig, immer zu fragen, hey, ich bin froh, die habe ich dich fragen und so. Am meisten sind ich auch offen dafür, aber ich merke auch, dass ich mehr offen dafür bin, wenn die Leute mich fragen, kann ich dich etwas fragen? Einfach weil ich das Gefühl habe, okay, wir sind an den Kontakt zusammen herangekommen und es sind nicht so überfallen gehen, sozusagen. Genau, und ich denke auch, dass wenn irgendeine Person zu Lützeburg, wobei mir das noch nie geschieht ist, mich irgendwo ging treffen und dann ging auch mit mir über den Podcast zu schwätzen und dann ging frohen, hey, zu der Episode, ich finde die mega cool fand, die habe ich schon etwas frohen, dass ich dann nicht ging so ein nee, geh fort, mir auch einfach mal froh mal gegen Ulausch drin. Also ich fand den Teil doch so ein bisschen von der Form von Unnäherung an Kontakt kommen auf von der Intention handeln drin. Also mir gehe auch, was für Gefühle, was für Intentionen bei der anderen Person handeln drin stärchen. Ich habe witzigerweise echt den Gegenteil von dem, was Dillo erzählt hat, erlebt. Und zwar, dass Leute ganz interessiert sind, über den Podcast zu schwätzen. So, was müsst du, über was schwätzt ihr dann da? Und wie lebt das so auf? Also gerade vielleicht auch Leute, die ihn dann nicht gelauscht haben oder die nicht lauschen können, weil sie kein Lützeburg verstehen, die dann so ganz über die technische Seite so schon mal interessiert sind und ganz viel wollen darüber wissen. So. Und es ist schon immer so das Gefühl, sie geben am Anfang gern dann auch über Sex schwätzen, aber sie trauen sich nicht wirklich. Aber ohne mal nicht zu frohen. So. Das sind interessante Erfahrungen, die in Heinz so hört. Also das Leute so ganz so viel wollen wissen über das rundherum und dann aber so inhaltlich sich nicht ganz trauen. Das hatte ich doch schon öfters, dass dann so die Gespräche so kommen. Ich finde das Gefühl, oder die Situation hatte ich schon ein paar Mal, aber ich dabei so hetero-cis-Männer, dass sie dann auf einmal intimidated waren. Und dass sie sich dann auch dann interessiert haben dafür, wie cool, wie lebt das da, wie hält denn das dann ab, so. Sie sich den technischen Deal immer interessiert haben, mir dann einfach das Wort Sex nicht mehr an den Mund geholt haben. Ich fand dadurch auch interessant, welchen Effekt das dann kann haben, sowohl dass Leute bemol wollen man dann oversharen, und die wollen als Schwamm haben, bei dem ich sich kann auslösen, just weil er über Sex schwätzt, oder dass sie halt gar nicht mehr drüber wollen schwätzen, weil sie dann angeschichtert sehen oder sich halt auf aber schummeln oder so. Ich denke noch, dass die zwei Effekte, also sowohl die Übersprungshandlung wie das sich zurückziehen, einfach immer dazu dienen haben, dass man an unserer Gesellschaft nicht über Sex viel schwatzen, zumindest nicht ehrlich oder an so mal fruchtbare Gespräche, an Aufgrenzung zu so, ich gehe mit irgendwelche Fantasien, die vielleicht nicht real sind, Gespräche, also so, aber so die ehrliche Art und Weise. Ja, und dass man da einfach nicht so viel Übung haben. Und auch als Egen Bedürfnisse ergrenzen an wir da vielleicht noch nicht so von tun für du das irgendwie gut zu navigieren und das dann so an die eine oder die andere Richtung so auspendelt, so ausschlägt. Vielleicht muss ihn von mal ein How-to abholen als Rubrik. Wie kann ich über Sex schwätzen mit meinen KollegInnen? Ich kann das einfach fragen, just und herzlich rekommandieren, zu probieren, also natürlich im Konsens frohen, mit zu probieren, mal einfach über Sex zu schwätzen und einfach mal Fragen zu stellen und das zu überlegen, okay, was sind Themen, die ich interessant fand und die, wo ich gerne mehr wissen oder wo ich einfach gerne wissen, ob es anderen Leuten auch so geht oder die ganz andere Erfahrungen haben. Und die hat ja einen Sex-Podcast in der Laufstadt, die könnt ihr einfach eine Episode hören, also halt die Episoden immer so viel. Hast du Lust, die auch zu lauschen, damit wir darüber zu schwätzen? Oder lauschst du vielleicht auch den Sex-Podcast und dann kann ich über den Sex-Podcast schwätzen und dann darüber und dann, ob die eigenen Erfahrungen kommen. Dann ist es nicht ganz so awkward. Das wäre eine Möglichkeit. Der gute Tipp. Über Sex schwätzen, das ist etwas, was den einfach
wie man Sex nur einer Zeit geht es besser und geht mir einfach, weil am Anfang ist es ziemlich neu und ziemlich komisch und dann irgendwann fällt es irgendwie leicht. Also Übung macht den Meister und ich fand das auch okay, wenn ihn einfach mit manchen Leuten per se nicht will lieber Sex schwatzen. Ich will auch nicht unbedingt von vielleicht Dozenten in der Uni oder so über den hier Sexleben, mit denen muss ich nicht unbedingt über mein Sexleben schwatzen. Oder auch mit meiner Boom kann ich auch per se einfach nicht über Sex schwatzen. Ich weiß auch nicht ganz genau, worum das leid. Aber du wäret mir zum Beispiel mega unangenehm. Und das ist auch okay, wenn jemand manche Leute einfach nicht will über Sex schwatzen. Und wenn ihr noch am Anfang ein bisschen Zeit braucht, für können open und ohne Scham darüber schwatzen. Mhm. Ich fand das immens wichtig, weil auch wenn so schummt oder peinlich geht oder so, am Anfang echt so gesellschaftlich unerzogen Gefühle sind ja trotzdem Gefühle, die ihn hört, und da so auf die eigenen Grenzen gut abzupassen. Das ist mega wichtig. Also, das ist so ein bisschen beides. Einerseits ist es natürlich konstruiert, aber in einer Weise, aber gleichzeitig ist es also so mega real und einfach da. Ja, und Joel, ich fand deinen Tipp, Mom, über den Sex-Podcast vielleicht wahrnehmen. Das will eine Konversation anzufangen, nicht gut. Ich hatte ja ja die muss ich mir nur drin, eine Rubrik zu über Sex schwätzen mit SexualpartnerInnen beim Sex oder Führung am Numm-Sex abgeholt. Ja, ich fand auch interessant, dass, also ich lehre ja auch Alkehrs bei, und bei verschiedenen Rubriken merke ich dann auch, oder bei verschiedenen Abnahmen, die immer gemäht sind, du gängst du vielleicht nach anderen Sachen zählen, oder ich ging das irgendwie anders abrollen, oder verschiedene Sachen nicht mehr zählen, und dafür abs anders das. Und ich meine auch da wäre mal wichtig, noch bei dem Thema über Sex, aber einem Sex-Podcast schwatzen zu soen, nehme ich das auch immer zu einem gewissen Grad ein Abnahme aus von dem Moment, wo wir gerade sind. Mhm. Ja, dass mir auch sozusagen flexibel sind, je nachdem es war der Lebensumstand aus, was mir gelehrt hat, was mir für Erfahrungen gemäht tun. Also so ein bisschen auch so, dass ich quasi merke, dass ich durch den Podcast auch so am Dialog mit mir selber bin und dass ich da meine Fragen und Antworten auch immer aufpassen. Das ist wahr, das ist ein schöner Fakt. Also, wenn der Joel sagt, ey, soll man eine Episode darüber machen, und ich schon mal vielleicht noch nie Gedanken so wirklich darüber gemacht, das ist ein ziemlich schöner Fakt, dass er sich über Sachen Gedanken macht, über die er sich vielleicht noch nicht so oft Gedanken gemacht hat, dass ich besser kennenlernt. Mhm. Also wie oft ist schon einfach über dem Schwätzen, ich habe das heute schon gesagt, mir über dem Schwätzen, ob Sachen draufkommen sind, das ist so ein schöner Effekt. Für mich dann eigentlich der Plädoyer für mit anderen Leuten über Sex zu schwätzen, wenn ich das will, aber wenn die andere Person das will, weil es können den Heinz so einfach ob Sachen drauf, einfach weil ihn sich selber nur lauscht beim Schwätzen, aber weil ihn am Dialog ist mit der anderen Person, weil ihn sich Gedanken möchte, die ihn sich so vielleicht noch nicht gemäht hat. Ich kann nicht wirklich das rekommandieren. Ja. Das sind doch schöne Aufschlusswörter, oder? Ja. Jo. Dann sagen wir merci, dass er für die 100. Kehr, es sind bestimmt Leute, die schon die 100 Episode gelauscht haben, nur gelauscht hat. Wenn da die 100 Episoden nicht gelauscht hat, dann geht auf sexpodcast.lu und lauscht all die anderen Episoden aus dem Archiv. Es lohnt sich, wie der hören hat. Und dann nach den Abruf für die Leute, die da die ganze Zeit noch lauschen, für den 25. Juni auf als wunderbar End-of-Season-Event zu kommen. Es gehen parallel 3 wunderbar flott Workshoppen, die sonst zu Lützeburg nicht so viel gehen. Dafür geht auf als Instagram-Page oder auf als Facebook-Page, und dann könnt ihr darüber mehr Wir geworden. frieren also Biersch. Mega. Genau, wir holen noch live eine Episode ab, dann könnt ihr als auch dabei noch gucken, wie wir das Leute machen, und wie wir über Sex schwätzen am realen Leben. Und bis dahin bleibt der Schluss noch zu sagen, bleibt hydriert. Ciao. Ciao. Ein gut froh, gut gefroht. Was wird Konsens mit Fritten zu den? Hast du Lust, das Rubrik zu lauschen? Wenn nicht, darfst du Stopp drücken. Es geht immer mehr über Konsens am sexuellen Kontext geschwärzt. Und das ist gut so. Konsens ist sexy. Konsens ist in allen Bereichen vom Leben wichtig. Sie wird mit Kollegen, mit Freunden, mit Familie, an der Schule oder auf der Arbeit. Konsens heißt, sich mitteilen, was die will, aber was die nicht will, mit der Kondition, dass das respektiert und angehalten wird. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass ich Konsens von kleinem unlehren kann.
A Platz der Schulkander zu soen, sie musse sich 2 an 2 an 3 stellen, als se stand gin, kennt diese selber entschäden lassen, ob es eine andere Person Hand gin, an engem seg Hand holen. Auch wenn ich längers, hue die Recht op sei Körper, op Grenzen, an op selber entschäden, wen engem Menü kommen darf. Genauso fanden ich, dass Konsens bestehen misst, von den Kollegen oder Firmen Moje seht. Will ihr lieber winken oder einer Person nicken oder lachen? Will ihr auf den Back kussen, die Hand gehen oder umarmen? Ein cool Tab machen? Das sollte jeder einem frei zur Auswahl stehen. Körperkontakt ist erlaubt, aber just, wenn er wünscht das. Das ist ja alles schön und gut, mir wie meine ich das? Es gibt am Englischen ein Modell, den es einfach mischt, Konsens anzuhalten. Das ist das Fries-Modell. Es steht für Consent, den freely given, reversible, informed, enthusiastic, specific ist. Freely given steht für der Konsens als ein persönlicher Schwur, den es ohne Druck, Manipulation an einem nüchternen Zustand gibt. Also ohne unter der Influenz von Alkohol oder Drogen zu stehen. Bei Kollegen kennt er zum Beispiel heißen, hey, kann ich dir einen Hack geben? Reversible steht für, jederin kann an darf seine Meinung ändern, und das zu allem Moment. Du gehst das gern gehackt, mir haut nicht, das ist dein komplett recht. Informed steht für, du kannst nimmer dein Konsens gehen, wenn du weißt, worauf du dich alles wärst. Hier geht es um Ehrlichkeit. Hey, willst du einen Hack und dann einen Kuss? Ja, gern. Bei diesem Beispiel weiß die Person, ob was sie sich anlässt, und kann seiner Chor gehen. Enthusiastic steht für, du sollst nimmer Sachen machen, ob du Lust hast, an die du dafür stellen kannst. Und nicht Sachen, wo du meinst, sie wäre von dir erwartet. Wenn du keine Umarmung willst, an den anderen aber gern hat, darfst du aber nie so. Fühl dich nicht unter Druck gesagt. Specific steht für, zu etwas ja sagen ist nicht, dass du mit etwas anderem auch verstanden sein musst. Du hast zu einem Hack ja gesagt, das ist nicht, dass du einen Kuss willst. Es ist wichtig, spezifisch für alle Sachen den Konsens zu kriegen. Du hast recht, über dich und der Körper frei zu entscheiden. Hier ist es doch egal, was du in der Vergangenheit mit der Person schon gemacht hast. Du darfst deine Meinung ändern, du darfst Stopp sagen, und das muss auch respektiert gehen. Konsens muss klar kommuniziert gehen. Es soll keine Vermutungen machen, basierend auf feste Ugedubas, was du mit anderen gemacht hast oder was du in der Vergangenheit gemacht hast. Das ist umso mehr relevant, weil wir durch Covid gelernt haben, auf Distanz zu bleiben. Ein sehr guter Moment, für uns Menü zu kommen, mir nicht mehr so noch, wie es für uns alle auch angenehm und erwünscht ist. Merci für das Nullstellen. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe uns auf sax@ara.lu. Frohe gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sax, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung von der Direction de la Santé am Kader vom Nationalen Aktionsplan Santé affektive sexuell. Mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für die Promotion von der affektiver asexueller Gesundheit. Direction de la Santé an de CESAS gehen all Responsabilität und den Inhalter von diesem Podcast auf.